am Ostbahnhof in Budapest. Nichts mehr deutet darauf hin, welche dramatischen Ereignisse sich hier vor 2 Jahren im Spätsommer 2015 zugetragen haben. Viele tausend Kriegsflüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Afghanistan brachen nach wochenlangem Warten von Budapest auf in Richtung Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel und Österreichs Bundeskanzler Faymann hatten sich entschlossen, die Grenzen aus humanitären Gründen zu öffnen. Menschen, die damals in Budapest geholfen haben, erinnern sich. Ich bin regelmäßig hierher gekommen, denn mir taten die Leute leid. Ich habe damals Kleider und anderes gespendet. Ich war darüber nicht sehr erfreut, aber die Menschen waren hier, weil sie nicht wussten, wohin sie weiter gehen könnten. Es waren die ganzen Probleme, Krieg und Armut, von denen nur die Waffenhändler profitierten. Die Leute wurden zur Flucht gezwungen. Zuerst kam ein Strom an Flüchtlingen entlang der Balkanroute. Kurz darauf folgte die Abriegelung. Auch Ungarn beeilte sich mit dem Bau eines massiven Grenzzauns zu Serbien. Heute ist gerade dieser Zaun zum Symbol geworden für die weitgehende Umkehr europäischer Wertvorstellungen. Ungarn möchte die EU jetzt dafür auch noch zur Kasse bitten. Sicherheit statt Freizügigkeit, Abschottung statt Willkommenskultur. Und die Flüchtlinge? Nur sehr wenige sind es, die in Ungarn Asyl beantragt haben und auch hier geblieben sind. So wie Anab aus Somalia. Seit 14 Jahren schon lebt sie in Budapest, engagiert sich in einer privaten Hilfsorganisation. Sie will dazu beitragen, anderen Flüchtlingen die Integration in die ungarische Gesellschaft zu erleichtern. Wir vermitteln die ungarische Sprache, wir führen die Ankömmlinge durch die Stadt. Wir machen gemeinsame Ausflüge. Damit können wir Orientierung geben und wir versuchen auch, die Flüchtlinge mit Einheimischen in Kontakt zu bringen. Dass das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Situation von Flüchtlingen mit anerkanntem Asylstatus in Ungarn verbessern wird, daran glauben die Helfer aber nicht. Die anerkannten Flüchtlinge haben es schwer, wenn sie in Ungarn bleiben wollen. Sie erhalten keine Unterstützung vom Staat und müssen nach einem Monat das Flüchtlingsquartier verlassen. Nach unseren Erfahrungen sind es nur einige Dutzend, die bleiben, um hier Arbeit und eine Wohnung zu finden. Nicht auszuschließen also, dass auch von diesen, nach den heutigen vehementen Reaktionen der ungarischen Regierung zum EuGH-Urteil, nun einige doch das Land verlassen werden.